Neuer Paar, neues Glück. Willkommen zurück hier zum Let's Play von 1701, der Fluch des Drachen. Zumindest in der Theorie. Weil, ja, ihr seht, wir haben hier, also ich habe schon einiges gemacht und so weiter. Da ist irgendwie der ganz seltsame Symbol. Dragoner können die irgendwie theoretisch übernehmen. Naja, was ist das Problem? Das Problem ist, wie bereits letztes Part angekündigt, Part Nummer 39, bin ich schon mal hier unten. Das ist eigentlich ja kein Problem, so, und er sammelt auch seine Truppen und so weiter. Ist ja alles schon und gut. Das eigentliche Problem daran ist, ich nehme jetzt diesen Part Nummer 40 bereits zum dritten Mal auf. Irgendwie, ich weiß auch nicht, das erste Mal Spiel abgekackt, zweite Mal das Aufnahmetool nicht richtig aufgenommen. Es ist eine Katastrophe. Da war ich doch zu langsam. Genau, Strategie, wie sieht jetzt momentan aus, kann man ganz kurz erklären. Es geht jetzt darum, dass ich jetzt zumindest mal den Anfang noch zeige, weil, ja, halt dem Versuch, wo die Aufnahme abgekackt ist, aber halt trotzdem noch zwischengespeichert gehabt und würde dann nachher gerne dort weitermachen. Damit es auch ein bisschen kürzer geht und so. Also fix, ich habe hier ein paar Schiffe, die haben keine Truppen an Bord. Hoffe zumindest, sonst hat man was falsch gemacht. Ne, keine Truppen an Bord, sehr gut. Diese 6 sollen erst einmal das und das hier platt machen, also sprich die Garnison, Festung, plus Kanonenturm und dann hier mal ein bisschen aufräumen, vor allem hier mit Markthäusern. Alles drum und dran, das ist deren Job. Hier, sobald sie halt oben fertig sind, geht sie nach hier unten. Genau, machen die hier unten weiter. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr. Ja, weiß er doch. So, jetzt habe ich hier alle Truppen hier. Warum? Ich habe es vorhin mal so versucht, also fast alle Truppen, teils noch hier hinten. Ich habe es mal so noch versucht gehabt zu sagen, na komm, dann mache ich einen Truppenteil hier, einen Teil da oben. Das war aber eine Scheißidee. Warum? Weil ich musste immer seine Markthäuser übernehmen. Halt doch mal die Fresse hier oben. Die Markthäuser übernehmen, damit ich halt irgendwie eine Chance habe, sein Areal zu übernehmen. Sonst baut er mir ständig neue Garnisonen, Wachthäuser und Kanonentürme hin. Ja, das war eine Scheißidee. Ich sag's mal so frei heraus. Deswegen hier die Strategie. Ich mache erstmal hier Klarschiff. Auch mit dem Schiff natürlich. Klarschiff, Schiffe versteht ihr. Übernimm alles. Dann baue ich hier eine Garnison hin. Sprich so, Einer ihrer Betriebe stellt keine die hier. Waren mehr her. Festung, Entschuldigung. Ich baue hier eine Festung hin. Betriebe stellt keine Waren mehr her. Ja, wissen wir doch, Menschenskinder. Ich baue hier genau eine Festung hin. Hat auch den Vorteil, weil der Weg hier ist ziemlich schmal. Hier, wenn ich hier eine hinstelle, kommen die Gegner nicht mehr durch. So, da kann ich hier, also mit den Truppen halt hier noch alles, zumindest Kanonentürme und Markthäuser hier. Mir geht es vor allem darum, dass ich die erobere. Fertig. Und dann marschiere ich hier durch. Versuche hier noch alles zu deichseln. Und dann im nächsten Schritt quasi auf hier natürlich noch neue Truppen herzustellen, weil die werden alle abkratzen, bis dahin bin ich mir ziemlich sicher. Und so halt Schritt für Schritt die Insel zu übernehmen. Das ist mein Plan für diese Folge. Den ersten Teil bis mit dem Bau der Garnison, der Festung hier. Werde ich noch live zeigen. Den Rest bis dann irgendwo, wo war das bei der Aufnahme von vorhin gab? Irgendwie hier im Schnitt, etwa hier. War schon alles weg, bereits alles abgeholzt, übernommen und so weiter. Da wird es einen kleinen Cut geben. Einfach nur damit ihr halt seht, dass wir neue Truppen haben, weil, ja, ist schon gut, dass ich neue Truppen baue, sonst das dauert zu lange und ich will es echt in diesem Part abschließen. So, bevor ich es vergesse, und ich habe vorhin einen Fehler gemacht, ich brauche Waffen und Kanonen, logischerweise, weil sonst kann ich da unten nicht viel machen. Das wäre irgendwie scheiße. Der Rest müsste bis dahin also noch gehen. Ja, ich glaube mal nach unten. Wird schon gut gehen irgendwie. Bevor ich es vergesse, will ich hier noch die Stange ein bisschen anpassen, weil es kann auch sein, dass mal ein bisschen noch in die Hose geht. Deswegen lieber so. Okay, wir sind bereit, Leute. Ready for Takeoff. Es wird Zeit für den Krieg, wa? Wie mache ich das? Es kann sich mal selbst im Krieg erklärt, weil er hier kommt und sagt, der Bündnisvertrag aufrechterhalten. Macht das natürlich nicht. Muss mal gucken, was hat er da noch irgendwie? Natürlich noch Sabotageaktion, war. Bomben kann ich ja später machen, logischerweise. Verräter gehen momentan. Also das auf die Verräter gerade irgendwie die hier. Haha. Auch noch ganz kurz. Sie können keine weiteren Truppen ausbilden. Ja, jetzt ist er draufgegangen oder was? Keine Ahnung. So, ich würde sagen, Leute, wir erklären ihm selbst den Krieg, wa? Wenn er keinen Bock drauf hat, dann Bündnisvertrag auflösen und los geht's. Was? Aber ich hatte doch noch so viele Pläne. Ich tue es nicht gern, aber ich muss dir den Krieg erklären. Ich tue es nicht gern, aber ich muss dir den Krieg erklären.
Die Flotte ist bereit. Wenn du Ärger willst, bist du auf dem richtigen Weg. Du elender Kriegstreiber! Alle Schiffe einsatzbereit. Macht ihnen schnell ein Ende! Feuer verwüstet. Dieser Fluch kommt auf leisen Sohlen, doch seine Macht ist unermesslich. So, ganz schnell hier. Boom. Der Himmel wird sich verdunkeln und der Sturm wird weißes Feuer herabregnen lassen. Der soll er mal. Eigentlich wollte ich dir eins auswischen, aber das hat anscheinend nicht geklappt. Das ist richtig. Wie man sieht, kannst du mir in keiner Beziehung das Wasser reichen. Oh, da bin ich anderer Meinung. Sag mal, Alles hört auf euren Befehl. das sind alles nur kleine Handelsschiffe. Sehr gut. Euer Befehl. Bringen angeschlagene Feuer Truppen. wütet in ihrer Siedlung. Ihr habt das Kommando. Die Armee erwartet euren Einsatzbefehl. Ja, ich meine schon mal hier hingehen. Euren Einsatzbefehl. Ein Handelsgebäude kann übernommen werden. Ihr wünscht, sind auf dem Weg. Die direkt hier. Hallo! Zu Befehl. Da rein! Euer Befehl. Die Truppen sind bereit. Eure Anweisung? Wäre Glück, wenn die alle da, zurückschicken würde, war. So, geh erstmal hier bleiben. Das ist gar nicht mal so eine doofe Idee, wie ich finde. Kann ich schon hier eins bauen? Hä, wieso aber keine? Ihr Schiff wird Ziel gegnerischen Feuers. Ihr habt das Kommando. Die Armee ist So, kampfbereit. natürlich alle zurückziehen. Logischerweise, sonst kommen die mir hier alle. schlägt auf ihrer Insel ein. Ernsthaft jetzt? Oh, come on! Das ist doch gemein, ey! Was habe ich das Spiel weggetan? Schiff wird Ziel gegnerischen Feuers. Ich wollte doch nur Finn ein bisschen ärgern. Feuer wütet in ihrer Siedlung. Das war die letzten 2 Male nicht so. Nein, 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 nein! Ihre Bewohner werden der Flammen nicht mehr Herr. Aua! Alter, leck mich am Arsch. Elender Kriegstreiber! Was macht ihr hier eigentlich? Hey, macht mal das Schiff kaputt. Schiff sage ich schon. Ihr wisst schon was. Man greift ihre Truppen an. Die Armee erwartet euren So. Einsatzbefehl. Ich hab schon mal erwähnt, muss ich hier halt. Eine ihrer Truppen steht unter Beschuss. Geht das noch platt machen? So, jetzt müssen wir langsam genug haben. Wieder ein Platz weniger, den ich hätte erforschen können. Tja, shit happens, wa? So, alles abholzen. Ich brauche hier alle Gebäude. Natürlich die Ressourcen davon. Ein Handelsgebäude kann übernommen werden. Die Armee marschiert los. Ist jetzt kaputt. Wartet auf euren Befehl. Eines ihrer Schiffe steht unter Beschuss. Die Flotte ist bereit. Könnte ja schwierig werden. Vielleicht könnt ihr mir ja bei der Lösung behilflich Nee, momentan eher nicht. Eines ihrer Schiffe steht unter Beschuss. Alle in Bewegung. Worum geht es? Beim Klabauter! Du hast Piratenblut in dir? Ja, danke, danke. Man tut, was man kann. Jetzt muss ich natürlich noch das Teil dort erobern. Jetzt kommen die schon wieder, wa? Wenn ich alle hinschicke, müsste eigentlich reichen. Er versucht natürlich sein Glück auch, aber ja, es geht nicht anders. Halt ihnen eine Lektion. Die Armee ist kampfbereit. Was wünscht ihr? Aufbruch. Die Armee ist kampfbereit. Alle losmarschieren! Alles hört auf euren Befehl.
So, was können wir noch alles gebrauchen? Ich denke mal, ein Hafen wäre jetzt nicht so schlecht. Man greift ihre Truppen an. Die Armee erwartet euren Einsatzbefehl. So, also Überblick behalten natürlich. Langsam bekomme ich Respekt vor dir. Die Armee erwartet euren Einsatzbefehl. Ne, komm, lass die. Was wollen die machen? So, aber schon ein bisschen mehr Platz. Müsste eigentlich reichen für die Festung hier. Wir haben noch ein paar Ziegel. Ihre Truppen werden angegriffen. Du elender Kriegstreiber! Du wiederholst dich. Ihr Schiff wird Ziel gegnerischen Feuers. Naja, darf bitte hier noch ein bisschen kurz aufräumen. Vielen Dank auch. Ah, das ist noch so eins. So. Eines ihrer Schiffe steht unter Beschuss. Jetzt wird noch wieder ein Minus, wie man gerade sieht, von der Bilanz her. Die Frage ist natürlich wieder mal, warum. Ah, das ist meiner. Ja, ich glaube, wäre jetzt an der Zeit, noch den Rest hier zu versuchen zu erobern. Oh. Wurde der Impuls sich aufgebaut. Die Armee erwartet euren Einsatzbefehl. Habe ich ja gar nicht gesehen. Ja, du kannst dich noch darum kümmern. Also, bereits vorbei, gut. Dann hier unten. Ihre Truppen werden angegriffen. Ja gut, ist ein bisschen was passiert hier, wie man sieht. Bisschen was ist gut. In ihrer Siedlung fehlt es an Gemeinschaft. Unglaublich. So jemand wie du wird auch noch belohnt. Interessant, was plötzlich jetzt hier ankommt. Ihre Truppen werden angegriffen. Der Feind drängt in ihr Gebiet vor. Ich meine, wieso greift er mich, wenn es rein strategisch gesehen, wieso greift er mich schon da unten an? Ich meine natürlich hier oben statt unten mal, naja, dafür sorgen, dass... Ihr wisst schon was. Man greift ihre Truppen an. Da verstehe ich jetzt nicht ganz. Warum macht Finn das? Warum fängt er... Eines ihrer Schiffe steht unter Beschuss. Und vor allem, was macht eigentlich die Feuerwache die ganze Zeit? Ihre Baumöglichkeiten wurden erweitert. Das ist einfach alle Häuser abfackeln. Was machen die denn hier? Gemeinschaft. Ist mal ganz ehrlich, ich habe hier überall Feuerwachen, oder? Ja. Die Armee ist kampfbereit. So. Hätten wir das auch noch? Jetzt bekommst du Ärger. Schon wieder. Ich bekomme ständig nur Ärger. Wie machst du das nur? Die Flotte ist bereit. Nun, diese Sache hat sich mittlerweile erübrigt. Ja, würde ich auch sagen. Man greift ihre Truppen an. Ganz kurz warten, bis die da durch sind. Dich sollte man nicht unterschätzen. Alles hört auf euren Befehl. Alle beidrehen zum Angriff. Wie ist die Order? Wie ist die Order? Das ist eine gute Frage, wie die Order ist. Ja. Leggy ist die Order gerade. Immer noch im Einzugsgebiet eines weiteren. Warte mal ganz kurz. Gehen wir noch hier hoch. Die Truppen sind bereit.
Man greift ihre Truppen an. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Eine andere Frage für... Einer ihrer Hat er überhaupt noch stellt hier? keine Waren mehr her. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Oh schön, die haben bereits alles... Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Achso, deswegen, das Konto. Eine Ganz gerne mal Produktion anfahren. kommt zum Erliegen. Gut, das ist beim letzten Mal auch nicht passiert, das ist noch interessant, wa? Gegnerischen Feuers. Ja, wie gesagt, Leute, ich lasse mal ganz kurz noch laufen und den Rest gucken wir dann. Geht nur darum, dass ich jetzt mal zeige, was ich hier eigentlich noch alles machen könnte. Quasi. Die Armee ist kampfbereit. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Vernichtet den Feind. Eine Produktion Kommt zum Erliegen. Ja, nee, was du nicht sagst. So. Ja, ungefähr so habe ich es letztes Mal auch getan. Komm, dann kann ich das abholzen. Nach hier und dann noch ein paar weitere Türme gebaut und so. Ist eigentlich mein Flaggschiff auch schon down. Eine Produktion Da sollte mir eigentlich neue Mittel... Nee, das noch nicht. Interessant. Man greift ihre Truppen an. Langsam bekomme ich Respekt vor dir. Eine Produktion Genau, naja, ungefähr so habe ich es mir zumindest damals gedacht. Die Flotte ist Ah, jetzt kommt er erst jetzt da mit seinen Kriegsschiffen. Das letzte Mal kam er von Anfang Einer an. ihrer Betriebe stellt Aber es keine eigentlich noch Waren eine interessante Taktik war. Wenn er zuerst mit Handelswege lahmlegt. mehr. Eine Produktion Weil, kommt zum ja, natürlich mein Warenbestand leer ist und die Aristokraten ausflippen. Ich sollte Logisch dich auf der dann. Stelle verjagen. Ne, versuch's doch. Übrigens hier. Bald wird das Wasser hier ungenießbar sein. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr. Ich mache mich vom Acker, sonst knüpfen die mich auf. Nimm deinen Spionenpack wieder mit. Das müsste eigentlich das hier sein, wa? Was mir noch irgendwie fehlt. Beim Klabauter, du hast Piratenblut in dir. Wie lautet euer Befehl? alles fertig. Aufbruch. So. Hätten wir das eigentlich auch mal so langsam, wa? Wenn wir das alles übernommen haben, ist die Hälfte der Einer ihrer Insel. Betriebe stellt keine Waren mehr. Also zumindest mehr oder weniger die Hälfte. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Einer ihrer Betriebe stellt keine Wow, hat er Waren plötzlich noch eine große Macht plötzlich, wa? Ihr habt das Kommando. Alle Schiffe in Gefechtsstellung. Ich habe noch eins hier, Interceptor. Ah ne, zwei noch. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Lustig war es trotzdem mit Plus, war. Weil ich dachte mir gerade schon, also eigentlich müssen die langsam hier ein bisschen unzufrieden sein. Geht eigentlich immer noch, wa? Die Truppen des Feindes landen an ihrer Küste. Einer Das ihrer haben wir, das hat er beim Betriebe letzten Mal stellt auch nicht keine getan. Waren mehr her. Hä? Wo? In ihrer Siedlung fehlt es an Gemeinschaft. Captain an Deck. Meine Schiffe kommen und machen hier alles platt. Aber ich habe das Gefühl, es geht plötzlich schneller als beim letzten Mal. Wir sind bereit. Alles fertig. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Ja, das kommt sie. Du. Faustdick hinter den Ohren. Da ist eigentlich auch übel, wenn so ein Typ zu dir auf die Insel kommt und dir alles wegnimmt, hey. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Beim Klabauter, So, jetzt auch hier theoretisch, du wieder hast so Wachtürme und so. Piratenblut in dir. Ihre Bevölkerung sehnt sich nach Gemeinschaft. Du. Ich habe es noch getan. Also eigentlich habe ich diesen Zeitpunkt meine ganze Armee bereits flöten, wenn ich ehrlich sein soll. Der Feind greift eines ihrer Schiffe an. Alles hört auf euren Befehl. Ein Gegner hat die Grenze zu ihrem Siedlungsgebiet überschritten. Wenn du Ärger willst, bist du auf dem richtigen Weg. Einer ihrer Betriebe Naja, stellt aber ihr seht keine jetzt Waren- ungefähr, wie es genug eigentlich Zeit aussehen verschwendet. sollte, nicht wahr? Können wir nicht Frieden schließen? Nö. Nein?
Du schlägst meine Hand einfach aus? Ja, dann ist es aber letzte Part der ersten Runde und es muss sowieso vorbeigehen. Wenn ich vorne noch großartig verliere, mein Gott. Also Strategie sollte klar sein, weil Leute, jetzt werden wir mal ganz kurz einen Cut setzen, es geht gleich weiter. Wir werden auch schon ein paar Truppen produziert haben und so und jo, Zeit für Phase 2. Und da sind wir wieder, Leute, zum zweiten Teil hier der großen Eroberungsphase, sag ich jetzt mal. Wie ihr seht, ihr habt das, was ich bereits angekündigt habe, wahrgemacht. Also in der Runde, beziehungsweise eben die zweite Aufnahme, wo halt irgendwie... Nö. Wie bitte? Keinen Frieden? Noch irgendwie grandiose Probleme hatte, mit der Aufnahme tun und so weiter. Ihr seht, ich habe auch hier oben noch ein bisschen was eingenommen, also quasi Milizen mit Kriegsschiffen rumgeschickt zum Einnehmen. Was auch schon bereits irgendwie angetönt hatte, sag ich jetzt mal. Und genau, Kanonentürme, warum das? Ich habe auch relativ viele Waffen mittlerweile hier im Vorrat. Ist auch so, dass ich halt so Expeditionsschiffen, hier ist das schon wieder, Excalibur hochgeschickt habe, um Nachschub zu holen. Ist eigentlich schon alles, wenn man so will. So, ich gehe direkt wieder nach unten. Lustigerweise, hier war es so, dass ich überhaupt keine Probleme hatte mit den Kriegsschiffen. Ihr seht es auch hier jetzt. Alle meine Handelsschiffe, die alten, sind alle noch da. Es ist nichts passiert, er hat die nicht angegriffen, er kam direkt hier unten auf mich zu und hat hier versucht, alles zu zerlegen, was auch relativ gut gelang. Gut, ich habe immer noch ein paar Schiffe, aber sind schon weniger als vorher. Insofern, ja. Andere Schiffe sind noch vorhanden. Prall gefüllt sein, wenn du dir so viel Militär leisten kannst. Genau, jetzt seht hier, ich bin dran, Milizen auszubilden. Warum das? Das natürlich, um noch ein paar Gebäude einzunehmen, weil natürlich auch günstiger sind. Hier ein paar Grenadiere. In Aussicht, nachher machen noch ein paar Pikeniere. Lanzenier geht nicht, da auch nicht, weil ich keine Pferde natürlich auch mitschicken können, ich Trottel. Eines ihrer Schiffe steht unter Beschuss. Aber kann ich vielleicht noch? Nee, glaub nicht da. Truppenverband ausgebildet. Das war da oben schon wieder, dann ist ein bisschen was am Suchen. Ja, das mache ich jetzt hier mit denen, da bin ich jetzt auch noch ein bisschen am gucken, sag ich jetzt mal. Wenn man 5 Haubitze war. Aber ich denke trotzdem, wir können Angst mal auf den Weg machen, weil auch wenn die natürlich noch zerstört werden und so, ist eigentlich eh nichts Neues. Sei verflucht! Der Himmel wird sich verdunkeln Och nö, nicht schon wieder. Wird weißes Feuer herabregnen lassen. Kein Windhauch wird die Segel eures Gegners streifen. Alle Schiffe einsatzbereit. Mal das auch nochmal. Handelsgebäude übernahmebereit. Ein Brand zerstört ihre Siedlung. Feuer verwüstet ihre Stadt. Lustigerweise gab natürlich die Insel an und trifft ja eigentlich seine eigenen Bewohner auch noch, weil das Unwetter trifft ja die ganze Insel, nicht nur einen Teil. Also in der Hinsicht, Finn, hast du dich ein bisschen verkalkuliert. So, da oben auch noch. Die Flotte ist bereit. Feuer verwüstet ihre Stadt. Der Feind drängt in ihr Gebiet vor. Hey, wo hätten der jetzt rum? Ihre Siedlung brennt lichterloh. Hä, wo ist der? Ah, hier kommt der. Meine Güte, braucht der lange. Alles hört auf euren Befehl. So, ich denke mal, auch wenn die 3 Tools schon angeschlagen sind, dürfte trotzdem reichen. Ja, Unental halt, wa? Kapitän? Alles eh nichts mehr. Nimm deine Truppen wieder mit, oder es passiert ein Unglück. Na gut. Na gut. Die Truppen warten auf euren Befehl. Ja, Ähm, dann los. nimmst du es jetzt oder was? Ja, sind unterwegs. Kapitän? Ja, Du kannst mal da rein. Und dann, ja, Schritt für Schritt, wa? die Flotte ist bereit. Genau, den, wann kann er direkt wieder übernehmen? Ja, wird gemacht. Was gibt's? Na gut. Handelsgebäude eingenommen. Du. Lalalalalalala. Geht auch ein bisschen darum, dass ich ja gut Boden mache und so. Eines ihrer Gebäude wird angegriffen.
Schau mal. Man greift eines ihrer Gebäude an. Und durch das noch übernehmen kann. Ach ne, das ist ein Anzugsgebiet eines anderen war. Genau in dem hier. Den geht es natürlich nicht, ist klar. Flotte ist bereit. Ihre Siedlung brennt lichterloh. Die Armee ist kampfbereit. Ah, der Quatsch schon wieder. Ja, ja, ist halt wieder das Gewitter von ihm, war. Ja, aber es reicht trotzdem, mein Gott. So. Ich würde sagen, schickst du noch ein paar Pikeniere hinterher. Und ich mache mich mal auf den Weg. Was brauche ich ja alles zum Erobern? Waren die Kasernen, war? Wachthäuser. Ich muss unbedingt das Teil hier unter Kontrolle bringen. Du elender Kriegstreiber! Mehr Trefferpunkte versucht's doch nur. Ausgehoben. Alle Schiffe einsatzbereit. Eine ihrer Truppen steht unter Beschuss. Wie lauten die Befehle? Die Truppen warten auf euren Befehl. Bitte mitkommen. Die Armee erwartet euren Einsatzbefehl. Ich mach bitte das hier platt. So, Leute. Man sieht, es geht doch voran. Boom, 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 boom. Also doch platt machen. Ein Handelsgebäude kann übernommen werden. Die Armee ist kampfbereit. Erteilt ihnen eine Lektion. Handelsgebäude eingegriffen. Einheit ausgerufen. Ihre Truppen sind Ziel feindlicher Angriffe. Eines ihrer Schiffe wird angegriffen. Moment, so schnell kommen wir gar nicht hinterher. Zum Erliegen. Hä? Was ist das? Bereit? Keine Ahnung. Die Armee erwartet euren Einsatzbefehl. So, was mache ich hier oben noch? Auch irgendwie was Schiffe zum... wird angegriffen. Einheit ausgehoben. Ganz kurz noch gucken. Muss natürlich wieder alles entfernen. Wir wissen ja, wie es geht. Jetzt kommen die hier unten auch weg. Kann ich alle nach oben verschippern? Ah, geht doch so noch, okay. Nee, dann bitte doch hier oben. Einheit ausgehoben. War ganz seltsam. Kapitän auf der Brücke. Erwartet euren Einsatzbefehl. Ihre Truppen sind Ziel feindlicher Angriffe. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Okay, plötzlich doch hier irgendwie fehl. Ja gut, natürlich sind es die Steuern. Nee, die sind sehr weniger. Truppenverband ausgebildet. So ein paar Schiffe da angegangen. Ich hoffe nicht, oder aber jetzt gar keinen Nerv drauf. Nö. Sieht soweit gut aus. Kapitän, Ratten machen sich an ihren Vorräten zu schaffen. Ja, sollen sie mal. Du elender Kriegstreiber! Du wiederholst dich, Alter. Sieht aber gut aus sonst, wa? Wir haben hier schon mal schön viel übernommen. Einheit ausgehoben. Wenn wir sagen, er geht direkt weiter, macht er erstmal das platt. Eine Lektion. Der Feind greift eines ihrer Schiffe an. Ja, versucht's doch immer wieder. So, können die auch noch weg? Truppen warten auf euren Befehl. Die Armee erwartet euren Einsatzbefehl. Es wäre eigentlich ein guter Zeitpunkt, die Truppen aufzuteilen. Obwohl, nee, komm, schau einfach so locker. Locker vom Hocker. Kapitän, Soll ich vielleicht sogar riskieren mit den Milizen zum Übernehmen? Was hätten wir noch? Das Kontor war. Das sind noch ein paar.
Deine Stadtkasse muss prall gefüllt sein, wenn du dir so viel Militär leisten kannst. Die Truppen sind bereit. So, bitte dahin. Ihr könnt hier übernehmen. Die Truppen sind bereit. Also mein ganz ehrlich, eigentlich sieht doch jeder, dass wir hier schon gewonnen haben. Truppen sind Will mir keiner erzählen, dass er noch irgendwo eine Chance haben will. Die Armee erwartet euren Einsatzbefehl. Nee, Leute, ganz ehrlich, das haben wir in der Tasche. Handelsgebäude erobert. Die Armee erwartet euren Einsatzbefehl. Du. Eine Tja, Produktion eine leere kommt Insel. zum Jetzt wisst ihr, hier war Michael. Ein Handelsgebäude kann übernommen werden. Jetzt war ich noch ein paar Truppen hier unten, wo sind das langsam alle? Ein 2 hätte ich noch. Ja, natürlich jetzt die Frage, was bringt das noch, wenn die jetzt da hochschicke? Daher doch lieber mit denen noch, wieder ein paar von denen. So, oh. Die Truppen sind bereit. Die Truppen warten auf euren Befehl. Wieder übernommen, okay. Da rein mit euch. Die Armee ist kampfbereit. Also sagen direkt hier hin. Handelsgebäude kann übernommen werden. Tja, und danach, Freunde, wäre es eigentlich nur eine Frage vom Abwarten, weil, ja, was soll er tun? Verband ausgebildet. Handelsgebäude erobert. Du elender Kriegstreiber! Du. Ja, eben, ist halt schon fies. Aber interessant finde ich echt, je nachdem, wie man hier Auf vorgeht. Nimmerwiedersehen. Hier gibt es nichts mehr für mich zu entdecken. Kann es auch total anders laufen. Das war's, Leute. Truppenverband ausgebildet. Finn ist Geschichte. Was machen wir jetzt noch? Das ist eine gute Frage. Bereit? Alles fertig. Habt Acht. Weil logischerweise waren natürlich auch hier keine Truppen mehr. Finn hat die Region verlassen. Alles hier ist für den Arsch. Was natürlich jetzt noch wundert ist, meinem letzten Part am Ende kam noch in die Meldung von wegen, ja, du gehst hier so, und okay. Aber du musst noch gucken, dass du da, nee, nicht gucken. Was quatsch ich da? Wegen Spielziel und so, wa? Da wurde noch was erwähnt. Aber jetzt was geh wieder. Das sind alles unnötige Kosten, die keine Sau mehr braucht. Alle Schiffe Und wir können uns zurückziehen. Die Flotte folgt Tja, eurem Befehl. jetzt sehen halt die Frage, wie geht's jetzt eigentlich genau? Habt Acht. Bereit? Wie geht's eigentlich genau weiter? Okay, wieso was ist jetzt plötzlich hier los? Habt ihr zu wenig hiervon? Ne, zu viel? Plötzlich viel zu viel. Ah, hier war das Gewitter noch, war plötzlich mal runtersegelte. Noch interessant war es so da echt im ersten, also jetzt im offiziellen ersten Versuch im Pub 40, plötzlich ein Meteor runterkam, von wegen, Michael, du bist scheiße, boom. War schon recht faszinierend. Ja. Jetzt würde ich echt sagen, alle 7 Sachen zusammenpacken, die Häuser werden hier überfallen und so weiter. Finn ist weg, aber jetzt ganz ehrlich, Freunde, jetzt habe ich doch eigentlich mein Ziel geschafft. Missionsziel, dass die anderen alle weg sind. Aber die gehören wohl kaum dazu. Erwarten deine Ich suche nach jemandem, der einen dringenden Auftrag für mich erledigt. Ich meine, ihr wisst schon, ne? Ich habe das Spielziel irgendwie eingewählt. Eins von beidem. Heißt aber für mich eigentlich, dass jetzt auch anhand dessen ich jetzt beide Spielziele erreicht habe, müssen eigentlich nochmal ein Ding aufploppen. Oh, mein Schloss ist da weg. Alter, mein Schloss Eine weggebombt. Produktion kommt zum Erliegen. Mit Ich diesem glaub's Schloss auch. haben sich eure Architekten selbst übertroffen. Aha. Ja, die Unabhängigkeit haben wir Eure bereits. Freiheit hat euch über euch selbst hinauswachsen lassen.
Ja, also Leute, verstehe es gar nicht. Immer ihr wünscht. Wir haben alles, was wir wollten. Wir sind die alleinigen Herrscher, wenn man so sehen will, natürlich, hier auf der Insel. Es gibt hier eigentlich sonst echt nichts mehr. Nö, jetzt habe ich noch eine Kaserne. Die ist aber so friedlich vor sich hin, okay. Dann natürlich noch eine Menge Dinge, die man irgendwie mitnehmen könnte, wenn man irgendwie Bock drauf hätte. Wir uns anderen Lager zu fühlen. Ansonsten, ich würde erstmal ein bisschen regenerieren. Wie gesagt, ja, ich bin jetzt ein bisschen doch überrascht. Wie lauten die Befehle? Ja, von Framedrops natürlich weniger. Ne, überrascht deswegen, dass ich nochmal in eine Message kam, von wegen, ja, jetzt spielst du erreicht, du bist der Alleinige. Oder es geht echt darum, dass ich... Im alten Ich meine, klar, ich kann im Krieg auch. Alles sagen. Aber ich bin mit ihm schon im Krieg mit Ramirez. Hä, kann doch wohl nicht wahr sein. Oder kann ich irgendwo vielleicht auf meine Spielziele irgendwie zurückgreifen? Optionen. Ne, geht schon mal nicht. Logbuch. Der fehlt echt noch. Letzter Überlebender. Was heißt das letzter Überlebender? Wenn es echt darum geht, von wegen, wir können den Krieg führen, das wäre ein bisschen doof. Sag jetzt mal, mit denen, klar kann ich da Krieg führen. Der Feind greift eines ihrer Schiffe an. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Was sagen wir, euer Feind? Ja gut, Leute machen es jetzt so, ich werde nochmal ganz kurz Cut setzen, ich habe ein bisschen unerwartet. Nochmal ein Schiff reparieren lassen und so. Und dann nach dem Cut nochmal ein bisschen was erzählen. Entweder nochmal echt das Ziel erreichen, letzter Überlebender, wenn das möglich sein sollte. Wenn wir Glück haben, geht es darum, dass ich noch Ramirez platt machen muss. Fertig, weil er auch dazu zählt. Wenn ich Pech habe, geht es darum, dass ich echt alle noch platt machen muss. Also ohnehin Quatsch ist, weil ich brauche die Verbrüdung mit ihm. Also insofern... Ja, ein bisschen seltsam. Jo, gut. Wir sehen uns gleich wieder. Tschüss. Tja, Freunde, da sind wir wieder. Und ja, der letzte Überlebender. Ich habe mich getäuscht. Ich dachte, echt letzte Überlebender wäre... Die drei, also quasi die NPCs Mitstreiter platt machen, damit hätten wir einen Sieg für uns quasi. Nee. Letzter Überlebender bedeutet, dass ja auch die Finaturvölker, also Ramirez zählt offenbar nicht dazu, frage mich nicht warum. Du kannst dein Anliegen... Aber die hier zählen alle dazu und ich müsste alle platt machen. Möchtet ihr verhandeln? Was bei die Angewunden natürlich sowieso Quatsch ist, weil von dem kriege ich dann die Jade und so, oder? Und ja, das Feuerwerk von Tontonka. Ihr seht schon, die Inseln und so weiter auch ein bisschen mit Leidenschaft gezogen. Mitunter einige ein bisschen mehr, andere ein bisschen weniger. Naja. Ich würde sagen, wir sind sowieso, kommen bei der 40 Minuten rauf. Ich gucke jetzt einfach mal ganz kurz, ich greife mal jetzt da mal den Tonken noch an und dann schauen wir mal, wie das irgendwie läuft und so. Aber ich hatte eigentlich echt schon die Hoffnung, dass letzter Überlebender wäre eigentlich nur, ja... Mast- und Schotbruch. Ja, vielleicht Ramirez noch, ja, aber ansonsten... So, und jetzt mal Butter bei die Fische. Butter bei die Fische. Für ein Bündnis kommst du reichlich spät. Na, vielleicht so, weil ich die 4 alle platt machen würde. Kann mit Ramirez verbünden und dann spielt es keine Rolle mehr. Puh, interessant. Damit hätte ich jetzt echt nie gerechnet, dass es so irgendwie noch laufen könnte. Faszinierend. Ja, ansonsten seht ihr noch ein paar Häuser gebaut und so weiter, aber ja, momentan reicht es natürlich, klar. Aber eigentlich muss ich natürlich wieder neue Truppen bauen, weil ich muss wieder dann lang gehen, schätze ich jetzt einfach mal. Das ist die Frage, was sage ich das auch noch quasi, die Anfangssequenz und am Schluss dann. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Könnte man sich ja theoretisch mal was überlegen, wa? Ich bin froh, dass ich euch nicht an den schwarzen Tod verloren habe. Da ist aber schon ein Tonka, wa? Nee, da ist der Typ. Ja gut, dann muss halt der Erste sein. Übrigens Krieg. Schmähst du auf einmal dafür sollst du der Verdammnis anheimfallen. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Ich überlege halt gerade, wa? Wie lange kann das schon dauern? Alle Schiffe, Feuer frei!
Vermutlich echt noch einen Opfertempel und so bla machen war. Schiff fertiggestellt. Das heißt, wir brauchen gar keine Kriegsschiffe mehr, muss einfach noch ein paar Truppen haben, fertig. Ich schätze mal 20 dürften ausreichen, wa? Alle Schiffe einsatzbereit. Ja, bin dann noch ein bisschen skeptisch, Freunde, da genau laufen soll, aber ich schätze mal, mach's doch wieder so, wieder ein kurzer Cut war. Ja, natürlich blöd für euch und so. Aber ja, ist glaube ich besser, weil jetzt zugucken, wie ich da die ganzen Truppen produziere, kennt ihr ja alles. Was soll das, wa? Also, Truppen produzieren, wir sind uns wieder... Von wie denn jetzt? Von mir ist immer noch... Ja, ich werde jetzt halt eben doch so machen, dass ich halt die halt alle angreifen und zum Schluss hin, wir haben genug Kohle und so weiter, dass nicht irgendwie plötzlich Game Over ist. Ich kann das noch testen und... Ja. Die 2 Schiffe hier lassen reicht eigentlich, wie ich finde. Da schicke ich noch 2 Schiffe da hoch. Truppenverband ausgebildet. Alles kommt hier noch mit. Wenn es halt sein muss am Schluss noch Amira, das hoffe ich natürlich nicht. Ich überlege gerade mal, wie komme ich eigentlich bei den manchen Inseln überhaupt drauf? Der Tonka ist erfreut über deine Ankunft. Häuptlings, ich schätze echt mal nicht die Plan machen, war's das? Also ja, Plan ist, dass ich... Oh, über 20 pro Insel. Warte mal, es sind ja 4 Gegner, wa? Insgesamt. 28, 8. Das ist einfach aufteilen, wa? Wäre auch eine Option. Eines ihrer Schiffe wird angegriffen. Alles hört auf euren Befehl. Ja, machen wir so. Wir sehen uns gleich wieder eine Truppe ein bisschen ausladen auf den Inseln und schauen, wie es dann geht. Also ich sage es mal so, wenn es relativ schnell geht, bin natürlich gar kein Problem damit, aber wenn es irgendwie heißt, ja, nee, wobei, was soll es sonst heißen, ne? Konto ist logisch, die platt machen, plus halt hier noch jeweils das Heiligtum, was sie haben. Wird dir das nicht gelingen, das schwöre ich. Und er freut sich natürlich wie ein Honigpferdchen. Ja, schauen wir mal, wa? Bis gleich. Beim Teutar, das hat das lang gedauert, Freunde. Meine Fresse. So, ihr seht, ich habe jetzt ein paar Schiffe beladen hier, mit 8 zumindest von denen hier. Also vergessen habe, Dragonen, die ich jetzt hier habe, die kosten pro Einheit mich 12. 12 heißt 12, 120 Goldmünzen. Pro Einheit, das ist ein bisschen viel, wie ich finde. Die sind jetzt mit dem Rest mal auf Milizen umgestellt. Mal zu gucken, ob es irgendwie auch geht, so. So, ich behalte alle Truppen mal hier noch. Ihr seht, da kommen direkt ein paar. Ich soll gefälligst hier bleiben. Also quasi hier hinten, damit halt hier die Schiffe jetzt die mal noch abballern können. Die Krieger des Adlers. Was ist denn das gerade? Mein Handy vibriert! Truppenverband ausgebildet. Okay, ist bloß eine SMS. Ah, interessant, da kommt nicht, was? Was macht ihr hier? Zurückziehen. Plötzlich kommen alle, interessant. Alle Schiffe einsatzbereit. Kann ich vielleicht sogar von hier aus irgendwie draufballern? Wäre noch interessant zu wissen, war. Also, das ist mal der erste. Die anderen 3 muss mal gucken, wie das laufen sollte. Truppenverband ausgebildet. Wir kommen da nicht rein, wa? Schade eigentlich, hätte ja klappen können. So, ja, ich würde sagen, volles Kracho drauf. Sind doch relativ viele, wa? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Dann jetzt natürlich die Truppen hierhin schicke. Ich habe noch die Kriegsschiffsunterstützung. Wie lauten die Befehle? Die Truppen sind bereit. Die Truppen warten auf euren Befehl. Das gute Geschäft mit euch entschädigt für die weite Anreise. Bringt sie den Göttern als Opfer dar! Los, 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 los! Mhm. Schlagen sich doch noch relativ gut. Muss man so sagen. Ja, natürlich auch noch ein bisschen, ja, ja. Jaguar-Krieger, Adler-Krieger.
Ja, viele sind nicht mehr übrig. Also meinen vor allem. Truppenverband ausgebildet. Und er schickt direkt neue nach, auch interessant. Die Armee ist kampfbereit. Aber kann er bitte mal mit einen Truppen Schluss machen und dann auf die anderen losgehen? Alter, überhaupt keine Teamdisziplin, nix. Truppenverband ausgebildet. Sind schon stark, muss man zugeben. Vernichtet den Feind. Truppenverband ausgebildet. So, hier noch ein bisschen. Eine ihrer Truppen steht unter Beschuss. Los, 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 los. Der Kunststück, was auch sonst. So, zum Glück noch die Unterschiffe der Schiffe. Die Unterschiffe der Schiffe. Unterstützung der Schiffe, so. Erteilt ihnen eine Lektion. Jetzt ist einmal eine Theorie. Wenn direkt das Teil hier platt machen, müsste eigentlich bereits gewesen sein. Interessant, wir gehen da hoch, was macht der? Der kommt runter. Ach ne, jetzt wieder nicht, okay. Hm. Die Armee ist kampfbereit. Eieieiei. Ja, aber man sieht, was hier noch alles, sag jetzt mal, nötig wäre. Ja, mit Milizen, man müsste doch hinkommen. Also sprich mit Haubitzen natürlich, Entschuldigung. Mit Haubitzen, um den Tempel von weitem abzuballern. Die Dragoner im Prinzip ja, einfach zum Ablenken oder vielleicht auch Milizsoldaten, je nachdem. Naja, okay. Leute, es ist ja sowieso so, ich habe hier im Prinzip angegeben, im Logbuch quasi, Missionsziel soll eigentlich eins von beidem sein. Natürlich können es beide sein, aber es muss nicht nur unbedingt eins sein. Ich habe trotzdem mit dem Patagon relativ viel Schaden gemacht. Gut, jetzt repariert das natürlich wieder, logisch. Also ja, mit, sag's jetzt Dragonern sein, das andere ist eigentlich scheißegal. Gespeichert, interessant. Einfach da hingehen und da halt die Typen rauslocken und nach mit den Haubitzen und so und da drauf ballen und dann müsste es glaube ich gewesen sein. Aber ich denke mal, das Ziel jetzt echt letzter Überlebender, weil eben damit haben wir nicht gerechnet, dass das auch dazu gehört. Ihr Schiff wird Ziel gegnerischen Feuers. Ich bin gerade bei Ramirez. Müsste eigentlich das hier sein, wa? Piratenversteck, ja. Also, ja, wie gesagt, damit haben wir uns nicht gerechnet und ich würde sagen, das schauen wir uns dann doch in einer weiteren Runde an. Muss ja alles gleich in der ersten Staffel schon vorbei sein. Bedroht die Inselwelt. Genau, das ist schon das Zeichen dafür, von wegen, Michael muss das alles heute machen. Genau. Wir sind auch muss ich hier und da wieder alles reparieren und ist sowieso doof, von dem her. Von dem her sage ich mal, vielen Dank, Freunde, hier fürs Zusehen der ersten Staffel von Anno 1701, der Fluch des Drachen. Wir haben relativ viel geschafft. Wir haben immerhin eins der Missionsziele absolviert. Wie bereits erwähnt, ich habe gesagt, es muss nur eins erfüllt sein, nicht beide. Das haben wir geschafft hier im Logbuch von den Siegbedingungen. Vermutlich kam deswegen da auch irgendwie, oder kam diese Zeremonie von wegen das Feuerwerk. Ja, du hast es geschafft und so kommt das sowieso. Ich habe keine Ahnung. Ja, das noch offene Ziele. Das noch irgendwann später machen soll. Nö, momentan nicht. Jetzt überleben, dann merke ich mir echt mal, das wäre etwas für die zweite Staffel, war. Wenn natürlich den Weißen besser vorbereiten und mir sagen, okay, Dragoner und Pikenier, was auch immer, zum Truppen abschlachten und dann der Rest und so.
in der halt Haubitzen und Tempel abschießen, fertig. Müsste es, glaube ich, etwa gewesen sein. Ansonsten, jo. Gehen wir jetzt aber wieder zurück ins Hauptmenü und ich zeige euch mal, ganz gut am besten diese zeigen, logisch natürlich an erster Stelle, mal Finn, Alter, minus 47 der getrieben im Schluss. Ah, natürlich nur Ausgaben, ja. Natürlich so, es muss natürlich gehen. Relativ schnell runtergeschossen, war. Weil die anderen waren ja auch relativ im Minus. Minus 11.000, deswegen war er so schnell weg. Haben wir schon gewundert. Gut. Wir gehen zurück ins Hauptmenü und dann würde ich mal sagen, wie es weitergeht, liegt natürlich auch an euch. Mein Vorschlag für die nächste Staffel, die es noch ein bisschen hinziehen kann, weil ich eben jetzt aktuell nach anderen Spiele zocken will, dann eine kleine Pause von Anno und so Strategie-Dinger brauche, ist eigentlich echt, also Endlos-Spiel gerne wieder. Dann würde ich aber eigentlich alles ein bisschen auf sehr groß machen in der Mittel und so. Alles groß, schwer, auf Inselschwierigkeit. Obwohl, da muss man gucken, ob schwer, normal. Könnt ihr auch gerne mal sagen, was ihr davon haltet. Natürlich auch große Inseln, nicht mittlere, nee, große Inseln, viel Rohstoffe. Und aber bereits mit aufgedeckter Karte. Das machen wir uns so, ein Computerspieler. Da ist die Frage, aber natürlich Neutralbürger muss auch dabei sein, die natürlich auch alle. Die Machamira ist natürlich noch schwerer. Dann anstelle von dir gibt es einen anderen schweren Charakter. Ich finde einfach schade, dass ich nicht zufällig irgendwie schwer so wählen kann. Also ich mache sicher irgendwie... Ja, ich würde sogar sagen, also entweder einen normalen Charakter und 2 schwere, wir müssen die Piraten Edition, war. Weil sie ist auch eine Piratenbraut, sie ja mit, gut, ja, kann sich natürlich was einbilden. Er hat auch so ein bisschen piratisches Anglied, sag ich jetzt mal, deswegen ist es ganz gut passen. Ob ich jetzt ein normal, 2 schwere nehme oder 2 normal und ein schwer... Wie sieht denn der aus? Horatio. Sieht aber auch cool aus, wa? Ja. Aber sicher schwerer als bisher. Und da könnt ihr natürlich auch gerne da mitstimmen, wie ihr das gerne haben wollt, wegen eben Schwierigkeitsstufe für die Charaktere, etc. Und was man sonst noch alles einstellen kann. Ich denke auch wieder mal Katastrophen, alle möglichen, ne, muss ja auch. Und dann natürlich aber auch Startkapital viel, voller Preis. Piraten stark, einfach halt alles auf Maximum irgendwie. Die Bedingungen habe ich jetzt hier aber echt eigentlich so gemacht. Das war nicht, wahr? Ich muss noch mal gucken, was ich gemacht habe. Aber das Hacking gesetzt aber nicht. Aber eigentlich dachte ich, wäre es nicht gewesen. Jo. Aber was ich eigentlich auch noch gerne zeigen würde, wäre Kampagne, weil die habe ich auch noch nie gemacht. Dass wir eigentlich mit der zweiten Staffel echt mit Kampagnen beginnen und wenn ich die alle durch habe, dann vielleicht die dritte Staffel mit den schwierigen Gegnern nochmal endlos spielt oder vielleicht auch in der zweiten Staffel. Wir sehen es dann, wa? Also überhaupt kein Zeitdruck, nix. Aber ja, ein bisschen mehr zeigen vom Spiel. Und Kampagnen können doch mitunter noch relativ interessant sein, ne? Würde ich doch noch gerne zeigen. Und wie bereits erwähnt, gerne einen Kommentar schreiben, wie ihr das gerne seht, wie ihr es gerne weiter handhaben wollt. Dann sage ich jetzt aber trotzdem oder endgültig mal vielen Dank fürs Zusehen der ersten Staffel mit 40 Parts. Zum Let's Play von Anno 1701, der Fluch des Drachen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.